Der hat sich gesagt, ich will einen Teufel tun, mit einem Prinzenführer zu machen. Mit dem muss ich immer auf der Abtritt, muss den das Ornat halten, da brauche ich meiner Frau nicht. Und das heißt die Jod hinkriegen, Wolfgang. Und dieser Prinzenführer ist kein geringerer wie der Präsident der Niederdeichgrafen, Wolfgang Pfeiler. Ja, liebe Beate, lieber Wolfgang, liebe Valerie, ich kann euch nur eins sagen. Ihr werdet eine super Zeit in der Session 2010 haben. Genießt jeden Moment, ich kann es nur von mir selber sagen, es ist einfach wahnsinnig schön. Und ich hoffe und wünsche, dass all das, wie ihr euch das vorstellt, so in Erfüllung geht. Es wird, und das fängt höchst schon an, anfangen zu kribbeln, natürlich jetzt erst am Mittwoch ab. Und der höchste Tag, der wird wahrscheinlich für dich einer mit der höchsten Tage die Proklamation sind, die wir am 9. Januar haben. Und ich möchte hier noch uns eins sagen, jetzt sind alle hier, der Schützenhof ist ja fast voll. Und ich schätze, alle die hier sind im Abend, das sind alles Freunde der Deichgrafen, Freunde der INK, sonst wären sie nicht hier. Und es wäre wunderschön, wenn auch all die hier im Abend sind, die ja für mich gekommen sind, auch auf der Proklamation da werden. Denn es gibt nichts Schlimmeres, wenn man offen auf der Bühne steht, nur darunter und sieht, da lehre ich. Und wenn das so weitergeht, wie die letzte Zeit war, ich hoffe dies Jahr nicht, dann wird der ein oder andere sich sagen, was soll ich eigentlich Prinz machen oder Prinzessin machen? Das könnte ja doch gehen. Und wenn das so ist, dann haben wir auch irgendwann keinen Prinz, keine Prinzessin oder keine Dreierstimmen. Und dann heißt, dann haben wir auch keine Proklamation und dann heißt, dann haben wir auch keine Sonntagszug. Dann kann nämlich der 147 sonntags nachmittags um 14 Uhr wieder durch Schnee fahren. Und ich dürfte, das will keiner. Ich darf doch vorstellen, den Prinzenführer, der Valerie, er war bei mir Kinderprinz und Florian, das war schön, ne? Und ich hoffe, du hast jetzt genau noch so einen schönen Sieg als Prinzenführer mit der Valerie. Und ihr zwei, ihr weht bei den Auftritten, wo ihr nicht bei der Beate dabei seid, sondern bei den Kindern und sonst wo viel Spaß und Freude habt. Ja, liebe Karnevalsfreunde, ich bin unheimlich stolz, dass ich hier heute stehen darf. Diese verrückte Idee, wie ich sie in der Nacht genannt habe, als ich nach dem Frühschoppen am 18.01. nach Hause kam und dass hier irgendwie mein Mann mir gesteckt hat und plötzlich reinkam und sagte, hör mal, ich habe eine Idee, du wirst nächstes Jahr Prinzessin von Nil. Da habe ich gesagt, ich glaube, du hast eine Ecke ab. Das ist eine Männerdomäne, ich werde hier in Nil erschossen, wenn ich mit diesem Vorschlag komme. Aber dann muss ich sagen, und das war eigentlich eine unheimlich tolle Unterstützung, dass mir der Vorstand der INK da so zur Seite gestanden hat und hat mich unterstützt und gesagt, Beate, wenn du das wirklich machen willst, mir stand hinter dir, mach das. Ja, und dann wurde das immer irgendwie, die Idee wurde immer, hat sich verwirklicht. Ich konnte nämlich schlafen, ich hatte so viel schlaflose Nächte hinter mir, da glaubt da kein Mensch, nicht nur erst in den letzten Tagen, sondern eigentlich schon seit dem Moment, weil von dem Moment an habe ich direkt angefangen zu überlegen, zu planen, was kann ich machen, was können wir machen. Und ich muss sagen, ich finde das unheimlich schön und ich bin natürlich auch stolz, dass ich auch noch eine Kinderprinzessin an meiner Seite habe. Valerie mit zwei, wir machen das in der neuen Session. Nil wird dann von den Frauen regiert. Das erste, was wir machen, wir sprechen mal mit den Frauen und fragen, was die für Wünsche haben. Ne? Wir könnten zum Beispiel abends um eine bestimmte Uhrzeit die ganzen Kneipen schließen, damit die Männer nach Hause kommen. Also kommt ruhig auf mich zu. Weil quietscht immer. Gut, ich quietsche. Einfach weiterreden. Achso, weiterreden. Gut. Also, ich denke, wir werden viele Ideen haben. Wir zwei werden viel Spaß haben, Valerie. Und ich bin auch froh, dass natürlich... Komm mal her, mein Kleiner. Ich wollte euch ja noch sagen, das war ja auch irgendwie ein bisschen gemeint von mir. Wisst ihr eigentlich, warum ich mir ausgesucht habe? Das soll ja sehr anstrengend sein, habe ich mir sagen lassen, so eine Saison. Und dann ist aber das Schöne, da kann ich mich ab und zu mal so drauf abstützen. Hat die richtige Größe. Frau, wenn man sich dann über den Stand gebläst.
Also in dem Sinne nochmal herzlichen Dank und ich denke mir, wir werden viel Spaß miteinander haben. Und ich rufe auf die INK, auf unser Nil, auf die Nieler Deichgrafen, dreimal von Hetze. Kölle! Hallo! Kölle! Hallo! Kölle! Hallo! Dankeschön. Ja, ich freue mich, dass ich Kinderprinzessin von hier bin und ich danke der INK sehr herzlich. Oh, bravo. Also, ich freue mich auf eine schöne Session. Ich habe damals, als die Beate mich gefragt hat, gesagt, oder sie hat mich gefragt, sagt sie, ich mache das nur, sagt sie, wenn du mein Prinzenführer warst. Das war für mich überhaupt keine Überlegung. An diesem Abend, wie sie mich gefragt hat, ich habe natürlich direkt Ja gesagt. Kein Moment, wo ich überlegt habe, nein, es war für mich eine Selbstverständlichkeit und ich freue mich auch darauf, mit ihr die Session zu verbringen. Zwar nur in gewissen Stunden, nicht immer, ja, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, ich freue mich darauf, die gewissen Stunden mit euch dreien zu verbringen. Meine Gattin wird in dieser Zeit natürlich etwas Rücksicht nehmen müssen, die Zeit wird immer etwas knapper. Vielleicht sitze ich den einen oder anderen Abend mal in der Gaststätte, wo sie sagt, Mensch, ich könnte hier auf der Couch sitzen. Aber nee, ja, das bringt dieses Amt mit sich, aber wie gesagt, ich freue mich darauf. Natürlich freue ich mich auch auf diese Unterstützung, die die Deichgrafen uns entgegengebracht haben, besonders die Frauen. Die standen natürlich wieder im Vordergrund, wie Beate so angefangen hat, den Abend oder die Session zu gestalten. Und die Damen waren voller Euphorie, als es um die neuen Kostüme ging. Also muss ich sagen, es hat damals, wie der Günther Prinz gemacht hat, keinen Abbruch getan, auch bei der Beate nicht. Es ist wunderbar gelaufen und ich werde euch versprechen, es wird bei der Prinzenproklamation ein wirklich bunter und schönes Bild geben. Prinzessinnenproklamation. Ja, nicht Prinzenproklamation. Prinzessin. Ich muss mich doch noch daran gewöhnen. Ja, ich habe es schon 100-mal vor mich hingesagt, aber ich muss mich erst daran gewöhnen. Aber nichtsdestotrotz, ich freue mich darum. Auch das ganze Schmölzchen. Dreimal von Hetze. Kölle! INK! Deichgrafen! Und die beiden Königinnen!